Ja, der Song «Freiheit» ist eigentlich meine Lebensgeschichte. Als ich noch jünger war, habe ich alles gemacht, um Anerkennung zu bekommen von den Menschen. Ich habe mich definiert über meine Talente, über meine Leistungen, über meine Fehler. Ich wollte eine perfekte Christin sein. Eine perfekte Mutter, eine perfekte Ehefrau, eine perfekte Freundin. Und ich habe immer wieder versagt. Ich habe mir so Mühe gegeben, in all diesen Sachen gut zu sein und das Richtig zu machen. Und habe immer wieder versagt, habe mich immer wieder selber verachtet für Fehler, die ich gemacht habe. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich eigentlich wie ein Vögel war, das gar nicht fliegen konnte. Ich habe nicht gemerkt, dass all diese Einflüsse mich so fest beeinflusst haben, dass meine Identität völlig auf falsche Sachen gegründet war, nämlich auf meinem Leisten und nicht auf meinem Sein. Und erst ab dem Moment an, wo eigentlich Jesus mich in die Schuld genommen hat, wo ich eben kapituliert vor ihm und habe gesagt, ich kann nichts, ich kann dir nichts bringen. Und er mir hat gesagt, du musst auch gar nicht. Ich möchte dein Herz, Maria, ich möchte dich. Erst dann ist eigentlich Heilung in das Leben hineingekommen von mir, in mein Herz hinein. Erst dann konnte er anfangen restaurieren, konnte er anfangen Heilung reinbringen, konnte eine gesunde Identität sich entwickeln. Und ich habe gemerkt, es hat nichts damit zu tun, was ich ihm bringe und was ich leiste, sondern es hat vor allem damit zu tun, wer ich bei ihm. Dass ich begreife, dass er mich frei gemacht hat, um als Befreite zu leben. Also das ist so krass. Wir lesen das auch an verschiedensten Stellen in der Bibel. Er hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Ja, was heisst denn das? Nämlich, dass wir nicht geknechtet sein von Umständen dieser Welt. Eben, ob wir viel haben oder nicht. Oder nicht müssen auch abhängig sein, was Menschen über uns sagen oder nicht. Auch nicht müssen abhängig sein von Kritik oder von Anerkennung. Das heisst nicht, dass wir ignorant sind, wenn Menschen uns etwas sagen. Aber dass wir wissen, ich bin gut so, wie ich bin und ich muss Gott nichts bringen, sondern ich kann aus der Liebe, aus dieser Liebesbeziehung, die ich habe, kann ich ihm etwas geben. Und was er braucht, ist nicht perfekte Menschen, sondern zerbrochene Menschen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und es hat mich so einfach heilen. Und ich bin immer noch auf diesem Weg, in diese Freiheit. Ich sage Gott oft noch, lehre mich noch mehr zu fliegen. Lehre mich noch mehr in diese Freiheit hineinzukommen. Dass ich mich nicht mehr um mich drehen muss, dass es nicht mehr um mich geht. Dass ich dein Reich sehen kann, dass ich das sehen kann, was du mit mir vorhast. Dass ich mir nicht selber im Weg stehe, mich nicht selber limitiere, mich nicht selber beschneiden und sage, oh, das kann ich nicht. Sondern dass ich sage, da bin ich kann dir nichts geben, aber ich weiss, meine leeren Hände reichen, damit du etwas Grossartiges daraus machen kannst. Und wie oft ist es doch so, dass Gott genau die braucht, die eigentlich kapitulieren vor seinen Füßen und sagen, da, ich kann dir nichts geben, brauche mich. Und genau dort der Vater an und macht Grösseres daraus, als wir je für möglich halten. Ja, und das ist das Lied. Und es berührt mich tief, auch das Lied persönlich zu singen, weil ich einfach merke, wow, Herr, wo hast du mich hergeführt? Ich will noch mehr von dem, ich will noch weiterkommen, noch weiter in diese Freiheit hinein.